Destiny, meine Damen und Herren, ich bin Sonam Lhamo und herzlich willkommen zu Tibet diese Woche, den wöchentlichen Nachrichten dieser Woche zu Tibet, seiner Heiligkeit im Dalai Lama und der tibetischen Zentralverwaltung. Schauen wir uns als erstes die Schlagzeilen an. China verhaftet 59 Tibeter wegen des Besitzes von Bildern seiner Heiligkeit des Dalai Lama. Ehemaliger politischer Gefangener Thöndup Dorji verstirbt in Tibet. Dankbar für die Tibeter in Tibet, Sejong am 61. Tag der Demokratie. Sejong unterrichtet seine Heiligkeit der Dalai Lama über den Besuch in Lada. Sejong weiht Gedenkbüste für Nyima Dengzin ein. Tibeter in der Schweiz protestieren gegen die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking. Abgeordneter Ngurdup Tsering trifft stellvertretenden USAID Administrator. Die chinesischen Behörden haben in der vergangenen Woche 59 Tibeter, darunter 19 Mönche und 40 Laien, in Sawenbo in der autonomen tibetischen Präfektur Gardze in der tibetischen Provinz Sichuan verhaftet, weil sie Bilder seiner Heiligkeit des Dalai Lama aufbewahrt hatten. Den Berichten zufolge hat die chinesische Polizei die Tibeter am 22. August bei verschiedenen Razzien in den vergangenen Monaten in ihren Häusern festgenommen. Einige der verhafteten Mönche wurden identifiziert als Thöden Chulam, Bedyab, Denzin Löse, Bendo, Loshir, Chöcho, Gande, Shirab Jambe, Dalo, Chöba, Sonamgala und Damdi Nurgu. Die Namen der anderen sind derzeit noch unbekannt und befinden sich auf einer Polizeistation im Bezirk Sirshu in Haft. Am 25. August, 3 Tage nach der Massenverhaftung, riefen die chinesischen Behörden die Einwohner des Ortes zusammen und warnten sie davor, Bilder seiner Heiligkeit des Dalai Lama aufzubewahren. Nach dem Tod von Tenzin Nyima, einem jugendlichen Mönch aus der Region, der am 19. Januar 2021 an den Folgen von Polizeifolter starb, wurden die Kontrollen bei den Bewohnern der Stadt im März verschärft. Der ehemalige tibetische politische Gefangene Thöndup Dorji ist in Tibets Hauptstadt Lhasa im Alter von 74 Jahren verstorben. Den Quellen zufolge ist Thöndup Dorji, der jahrelang hinter Gittern saß, nachdem er sich für die Menschenrechte des tibetischen Volkes eingesetzt hatte, am 25. August 2021 verstorben. Die Ursache für sein Ableben ist nicht bekannt, aber es wurde berichtet, dass er Probleme mit seinen Beinen hatte. Am 14. Mai 1992 wurde er in Nakchu von Beamten des Geheimdienstes von Lhasa verhaftet, weil er sich offen für die Rechte der tibetischen Mitbürger eingesetzt hatte und zu 2 Jahren und 8 Monaten Gefängnis verurteilt. Er wurde im Januar 1995 freigelassen. Am 61. tibetischen Tag der Demokratie erinnerte Sejong Pema Tsering an die Tibeter in Tibet und lobte ihren unbeugsamen Mut und ihre Entschlossenheit, die tibetische Identität angesichts der anhaltenden repressiven Politik Chinas in Tibet zu schützen. In seiner Rede über die Entwicklung der tibetischen Demokratie unter der visionären Führung seiner Heiligkeit des Dalai Lama sagte der Sejong, dass die tibetische Politik seit den frühen Tagen des Exils einen langen Weg zurückgelegt habe und die wichtigste Ressource sei, um unseren Freiheitskampf am Leben zu erhalten und unsere Fähigkeiten zu bündeln. Die tibetische Zentralverwaltung feierte gestern den 61. Jahrestag der tibetischen Verfassung in Dharamsala. Bei der offiziellen Veranstaltung gab es kulturelle Darstellungen des Tibetischen Instituts für Darstellende Künste, die Vorführung eines Videos seiner Heiligkeit des Dalai Lama über die Bedeutung der Stärkung der tibetischen demokratischen Institutionen, die Verleihung von Auszeichnungen und Zertifikaten an tibetische Studenten für ihre akademischen Leistungen, die Vorstellung eines Buches über das Leben von Gyalo Thöndup, dem ehemaligen Galön Tipa und älteren Bruder seiner Heiligkeit des Dalai Lama, und die Einweihung des Tipa-Musikalbums Yarki 2021. Am Mittwoch dieser Woche informierte Sejong Pema Tsering seine Heiligkeit über seinen kürzlich abgeschlossenen ersten offiziellen Besuch in Lada und über die Aktivitäten, die er seit der Übernahme des Amtes des Sejong unternommen hat. Dies ist die 4. Audienz von Sejong Pema Tsering bei seiner Heiligkeit den Dalai Lama, nachdem er im Mai diesen Jahres die Verantwortung für den Sejong übernommen hatte. Sejong Pema Tsering hat seinen 8-tägigen Besuch in Lada erfolgreich abgeschlossen und ist am Sonntag dieser Woche in Dharamsala angekommen. Sejong Pema Tsering weihte am Montag dieser Woche in Dharamsala die Gedenkbüste von Nyima Dengzin ein. Nyima Dengzin war ein Tibeter, der in der indischen Armee diente und bei einer Militäroperation am Südufer des Pangong-Sees ums Leben kam, die im vergangenen Jahr des Einmarsch Chinas vereitelte. Eine ähnliche Gedenkbüste von Nyima Dengzin wurde in Leh Lada von Sejong Pema Tsering am letzten Tag seines Besuchs in der Region letzte Woche enthüllt. Die tibetische Gemeinschaft der Schweiz und Liechtensteins organisierte am Samstag vergangener Woche eine Paradrallye als Protest gegen die Olympischen Winterspiele 2022 in China.
Zu Ehren und aus Respekt vor allen tibetischen Märtyrern trugen über 80 Radfahrer T-Shirts mit Fotos von tibetischen Selbstverbrennern und fuhren von Hauptbahnhof Zürich zum chinesischen Konsulat. Die Mitglieder der tibetischen Gemeinschaft forderten die internationale Gemeinschaft und das Internationale Olympische Komitee auf, den Stimmen der vom chinesischen kommunistischen Regime unterdrückten Menschen Gehör zu schenken. Der Abgeordnete Nguruk Tsering und Sekretär Tashi Tunduk trafen sich am Mittwoch dieser Woche mit Anjali Gaur, der neuen Deputy Assistant Administrator des USAID-Büros für Asien, und Joe Taylor. Repräsentant Tsering dankte USAID für die starke Unterstützung der CTA und besprach Möglichkeiten für eine größere direkte Finanzierung und Sityongs Vision der Digitalisierung der CTA. Anjali Gaur sicherte die volle Unterstützung von USAID zu und erklärte ihre Bereitschaft zur weiteren Zusammenarbeit mit der CTA. Bei der USAID handelt es sich um die US-Behörde für Entwicklungszusammenarbeit. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen und bis nächste Woche.